Hey, schön hast du auf dieses Video geklickt. Weißt du, was das Thema von heute ist? Das Thema ist Leben im Überfluss. Hey, so cool, Leben im Überfluss. Aber was heisst das genau? Und wie kann man ein Leben im Überfluss haben? Hast du eine Antwort? Wenn dich das auch interessiert, einfach dabei bleiben. Du kannst jetzt dann gerade hören, es geht in dieser Message um genau das Thema. Mega cool, ich bin gespannt. Hey, bleib dabei, bis später. Mein Name ist Micha Wüttrich. Ich bin einer der Pastoren da und ich darf euch alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen bei uns im Kreuzpunkt. Nicht nur euch, die gerade da oben in diesem Saal drin sind, sondern wir haben auch noch eine Übertragung ins Erdgeschoss. Und schaffen wir das, Simi? Unser Techniker ist sehr gut, unser Kameramann hat das meistens im Griff. Jetzt schauen wir mal, wie schnell er das herkriegt. Können wir echt schnell am Erdgeschoss winken, dass sie uns auch mal sehen, wie es da oben so aussieht? Schaffen wir das? Also kommt mal winken, mir vertraut jetzt, ja genau. Mal winken, dann sehen sie euch von unten. Sehr cool, danke vielmals. Und in die andere Richtung sehen wir sie noch im Erdgeschoss. Yes, genau. Genau, sehr cool. Ein grosses Gewinke. Und nicht nur im Erdgeschoss darf ich Leute begrüßen, sondern auch im Livestream Leute, die online schauen. Hey, vielleicht hast du jetzt gerade online eingeschaltet, was für Zeit auch gerade ist bei dir. Auch dich möchte ich von ganzem Herzen willkommen heißen. Mega schön bist du da. Bevor wir jetzt einsteigen, die Message von Leben im Überfluss, möchte ich zuerst zum Anfang gerade mit uns zusammen beten. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in dir Leben im Überfluss haben. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du zu jedem Einzelnen von uns redest, dass du die Worte klar und deutlich in unsere Herzen hinein reden. Wir wollen dir die Ehre geben heute Morgen, wegen dir sind wir da und für dich sind wir da. Amen. Amen, Amen, Amen. Im Jahr 2005 ist eine Dattelpalme gepflanzt worden in Israel. Jetzt, das an für sich ist ja noch nichts Spezielles, weil in Israel werden sehr viele Dattelpalmen gepflanzt. Und ich gehe mal davon aus, das passiert alle Jahre wieder. Also was macht dann die besagte Dattelpalme so mega speziell? Übrigens, für alle die noch eine Illustration gerne dazu hätten, ein Dattelpalmenkern ist etwa so gross und sieht so circa aus. Und im Jahr 2005 ist ein solcher Dattelkern in die Erde gepflanzt worden und daraus ist eine Dattelpalme entstanden. Also ich bin jetzt nicht so mega gut in der Biologie, aber das ist keine Dattelpalme. Es soll trotzdem helfen als Illustration. Aus so einem kleinen Ding entsteht etwas so Grosses, voller Leben. Okay, jetzt, was macht denn die Palme so speziell aus dem Jahr 2005? Du musst wissen, der Kern, der dort gepflanzt worden ist im Jahr 1963 entdeckt worden. Und zwar haben sie Ausgrabungsarbeiten gemacht in Masada. Das ist dort, wo der König Herodes seinen Palast hatte. Also wenn du schon mal in der Bibel gelesen hast, sagt dir der Name vielleicht etwas. Das ist nämlich der König zu der Zeit von Jesus. Und sie haben seinen Palast ausgegraben, entdeckt und geschaut, was man nicht alles so Interessantes in der Erde findet. Unter anderem hat man auch gefunden, so Tontöpfe. Und in einem von diesen Tontöpfen drinnen haben sie einen Dattelkern gefunden. Das hat dann jahrelang niemand interessiert. Das ist dann einfach halt so gewesen. Das hat man gefunden. Man hat ja noch ganz viel anderes gefunden. Aber irgendwann hat mal ein gewundriger Wissenschaftler wissen, wie alt der Kern eigentlich genau ist. Und so haben sie den ins Labor genommen und haben herausgefunden, dank Carbondatierung, dass der besagte Dattelkern 2000 Jahre alt war. Und dann hat einer gefunden, und ich liebe den für das, was passiert, wenn wir den Dattelkern nehmen und einfach mal pflanzen? Das wäre ich gewesen, der auch gefunden hat, hey, können wir mal schauen, was passiert. Die haben den Dattelkern genommen, der 2000-jährig alt war, haben den gepflanzt im Jahr 2005 und tatsächlich ist aus dem Kern eine Dattelpalme rausgewachsen. Die kannst du heute schauen, die hat einen speziellen Namen. Die Dattelpalme heisst Methusaleh, Dattelpalme.
Sehr ein treffender Name, finde ich. Und ich finde das so ein geniales Bild, um das heute am Morgen soll gehen. Ist es nicht faszinierend, wie viel Kraft, wie viel Leben in so einem kleinen Kern drin kann sein, dass sogar 2000 Jahre später Leben im Überfluss aus dem hat können entstehen. Und das ist auch das Bild von dem heutigen Gottesdienst, den wir brauchen wollen. Vielleicht bist du auch da oder schaust online, weil du eine Blume geschenkt bekommen hast. Wir haben nämlich in der Nachbarschaft Blumen verteilt, genau mit dem Gedanken. Weil Jesus selber braucht das Bild vom Samen oder vom Kern, wo im Boden gegangen ist und dort gestorben ist. Wir können gerade lesen im Johannes 12, Vers 24, was Jesus über sich selber sagt. Das ist aus der Bibel, ihr könnt hinten mitlesen, dort steht: Ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Die Zuhörer zu dieser Zeit haben wahrscheinlich nicht verstanden oder nicht gewusst, um was es da genau geht. Aber Jesus hat dann und dort von sich selber geredet. Das ist eigentlich die Zusammenfassung vom christlichen Glauben in einem Bibelvers. Jesus Christus ist wie so ein Kern, der in die Erde gegangen ist, der dort gestorben ist und wo Leben aus dem Kern im Überfluss hat können entstehen. Das ist zusammengefasst die Message der Christenheit. Wir Menschen sind in Bedürfnis, sind in Not, sind erlösenswürdig nötig. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auf diese Erde gekommen, auf das er für die Fehler der Menschheit am Kreuz gestorben ist. Er ist wie der Kern, der gestorben ist, sein eigenes Leben hergegeben hat, auf das Leben für andere in multiplikativer Form kann entstehen. Und genau so ist Jesus der Grund, wieso dass wir heute Leben im Überfluss haben. Okay. Das ist so quasi die Zusammenfassung. Aber wie genau funktioniert denn das heutzutage noch? Oder genau, können wir auch sagen, wieso können wir Leben im Überfluss haben? Wie soll das bitte schön gehen? Wenn Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist, wie die Dattelpalme vor 2000 Jahren alt ist, irgendetwas passiert und heute sollte das wieder Leben bringen. Wie genau soll das bitte schön funktionieren? Wie kann das sein? Ich finde das eine gute Frage. Darum habe ich gedacht, ich tue die gerade jemandem stellen, dass ich die nicht selber beantworten muss, sondern ich stelle die Frage nämlich jetzt mal am Godi Brun. Mega schön, bist du da? Godi, komm doch schnell führen. Ich möchte dir nämlich jetzt diese Frage stellen. Genau, ich habe gesagt, Jesus bringt Leben im Überfluss. Und das, obwohl er vor 2000 Jahren auf dieser Erde war. Und du hast ihn doch persönlich kennengelernt. Erzähl mal schnell, wie das gegangen ist. Wie hast du Jesus kennengelernt? Ja, danke, dass ich das erzählen darf. Ich erzähle es immer wieder gerne, weil es für mich bis heute sehr eindrücklich ist. Wir müssen hier zurückgehen ins Jahr 1979. Dort war ich 19 und damit ihr mir weiter zuhören könnt und nicht rechnen müsst, ich bin heute 62. also 1979 bin ich, mit diesen 19 Jahren, habe ich relativ viel schon in meinen Jugendjahren so ein bisschen an Problemen mit mir herumgetragen. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, bin so ein bisschen ins Trögeln hineingefallen, Drogen genommen. Dann habe ich, mit 16 ist mein Vater gestorben, das war auch nicht gerade unbedingt einfach gewesen. Und ich bin mehr und mehr so ein bisschen einfach in den Fluss hineingekommen vom Drogen. Ich hatte natürlich auch noch diese Kollegen dann gehabt. Und ja, dann ist dazu gekommen, dass ich die Lehre abbrechen musste, die erste Lehre abbrechen, weil es einfach nicht gegangen ist. Und die zweite Lehre, wo ich gerade dran war, war auch wieder auf der Kippe gewesen. Und das war so ein bisschen die Situation. Ich war an dem August 1979 noch auf einer Straße, also bei einem Umschlagplatz für Drogen. Ich war gerade relativ frisch von einer 3-monatigen psychiatrischen Klinikaufenthalt draussen gewesen.
Und dort habe ich die ganze Zeit immer gehört, du musst dir einfach musst an dich glauben, musst in dir das Gute suchen, finden. Und irgendwo durch hat mir das einfach nicht geholfen. Ich habe mich innerlich leer gefühlt. Also war mein erster Gang natürlich wieder zu diesem Umschlagplatz und wieder Drogen nehmen und wieder mich fühlen mit irgendetwas. Und als ich dort so gestanden bin, war nichts los, niemand rum. Ich habe mich gelangweilt und dachte, schade, wie soll ich den Abend verbringen? Und dann sind 2 junge Männer, so in meinem Alter, gekommen und haben mir eine komische Frage gestellt. Was ist der Sinn von deinem Leben? Ich dachte, ja, was wollen die von mir? Und dann bin ich aber mit denen ins Gespräch gekommen und die haben mir erzählt, dass sie noch immer einen Anlass haben. Teestube hat man das damals genannt und haben mich eingeladen und gesagt, komm doch mit. Und ich habe mich ein bisschen geschämt und gedacht, ja, was denken meine anderen, wenn ich da mitgehe? Und gefunden, nein, ja. Und dann hat einer gesagt, das war sehr entscheidend, er hat gesagt, schau, du kannst weiter den Abend hier verbringen, dich langweilen, rumhängen. Oder du kannst mit uns mitkommen und kannst dich auch langweilen, aber vielleicht gönnst du auch etwas dazu. Und gegen das Argument hatte ich kein Gegenargument gehabt. Also bin ich mit. Und an diesem Abend bin ich sehr tief berührt worden. Ich weiss nicht mehr genau, was alles gelaufen ist, aber ich habe an diesem Abend das erste Mal realisiert, es könnte sein, dass es wirklich ein Leben gibt, das mehr als das, wo ich gerade drinnen lebe, bietet. Ein Leben, das eben wirklich nach Überfluss tönt. Und das hat mich dann bewogen, an diesem Abend, mit diesen 2 jungen Männern in einem Auto von aussen, habe ich gebeten, das erste Mal zu Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn du etwas hast, das du mir kannst geben kannst, das du kannst verändern in meinem Leben, dann komm du in mein Leben und mach du das. Und das hat BAM gemacht. Es hat wirklich eine Veränderung gegeben. An diesem gleichen Abend habe ich gemerkt, das war der beste Schritt, den ich machen konnte. Und das hat mich von dem Moment an angefangen zu verändern. Hey, mega cool. Also so hast du den Jesus selber kennengelernt zum ersten Mal. Und du hast gesagt, das hat eine Veränderung gemacht. Und kannst du ein bisschen beschreiben oder erzählen, okay, wie hat dann das Leben im Überfluss für dich nach dieser Entscheidung angefangen auszusehen? Was hat sich geändert in deinem Leben so konkret? Also das erste Mal war, dass ich am nächsten Morgen absolut keine Lust mehr hatte, um irgendwo etwas Drogenmäßiges mehr zu kaufen oder reinnehmen. Also ich habe wirklich einfach eine Freude in meinem Herz, die mich so ausgefüllt hat, dass ich gar nicht Lust hatte, um nochmal irgendwie mich zudröhnen. Dann etwas Weiteres war, ich bin eben gerade in diesem Zusammenhang, weil ich in dieser Klinik war, ich habe einiges Bosget, das nicht gut war und so. Und mein damaliger Arbeitgeber Post hat mir dann zugestanden, ein Jahr lang mich zu bewähren und dann nochmal eine Lehre anfangen. Und eben in dieser Zeit bin ich dann wirklich zum Glauben gekommen. Es hat sich verändert, dass ich lieber arbeiten, dass ich den Sinn gesehen habe dahinter. Und nachher konnte ich dann die Lehre machen. Und was für mich auch sehr entscheidend war, ist meine damaligen Kollegen. Ich hatte Kollegen, die alle trögelt haben. Und ich habe an diesem Abend, also von diesem Zeitpunkt an, ganz neue Leute kennengelernt, die mich so ein bisschen mitgenommen haben, daher, dorther etwas unternommen. Und ich habe einen neuen Freundeskreis kennengelernt, wo mir eben genau ein bisschen gezeigt haben, wie das Leben kann sein. Mega cool. Und so hast du Jesus, der vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen ist, an diesem Tag kennengelernt. Und Leben im Überfluss ist das Resultat davon gewesen. Hey, mega cool. Danke vielmals, hast du kurz erzählt. Gebt doch am Godi einen kurzen Applaus. So kann das also aussehen, wenn Theorie Praxis wird.
wenn Jesus, der theoretisch vor 2000 Jahren gestorben ist, plötzlich eines Tages so real ins Leben hineinkommt und wie er anfängt, Lebensgeschichten neu zu schreiben, umformen und wie das Resultat einfach Leben im Überfluss ist. Ist das nicht mega cool? Und ich möchte noch ein bisschen genauer erklären, wieso das denn das so ist und wie genau das kann passieren. Aber zuerst müssen wir ja noch mal eine zweite Frage stellen. Vielleicht ist dir die auch schon im Hinterkopf mal irgendeine durchgegangen durch den Kopf. Nämlich die folgende Frage: Wieso haben wir eigentlich nicht Leben im Überfluss? Sowieso schon. Hast du dir die Frage vielleicht schon gestellt? Okay, wieso ist eigentlich nicht der Normalzustand Leben im Überfluss? Wieso hat es überhaupt gebraucht, dass Jesus zuerst auf die Erde kommen musste, dass Gott Mensch werden musste? Wieso ist nicht einfach der normale Zustand so, dass wir immer einfach Leben im Überfluss haben? Und du musst wissen, das ist eigentlich Gottes Wille von Anfang an. Der Schöpfer Gott hat nie einen anderen Plan gehabt, nie einen anderen Gedanken, nie einen anderen Willen gehabt, als dass seine Schöpfung, du und ich als seine Geschöpfe, der Mensch, darf Leben im Überfluss haben. Er hätte sogar sie in einen Garten hineingestellt, in ein Paradies, wo es nur so blüht hat, wo das Leben einfach nur so geflossen ist, wo es gestrotzt hat vor Leben. Und er hat sie bewahrt und behütet, beschützt vor allem, was schieflaufen konnte. Und sie haben eigentlich dort drinnen, in diesem Zustand, das Leben im Überfluss gehabt. Aber jetzt gibt es ein Problem. Und ich bin mir sicher, das Problem, das kennst du auch in deinem Leben. Ich kenne es auf jeden Fall. Nämlich folgendes Problem. Obwohl dass Gott möchte, dass wir Leben im Überfluss haben, haben wir auch einen freien Willen. Und das bedeutet, wir können uns entscheiden, eigene Wege zu gehen. Selber zu beurteilen, was jetzt gut und was schlecht ist oder was wir für gut und für schlecht befinden. Wir können anfangen selber entscheiden, ob wir nach dem Willen vom Schöpfer Gott möchten leben, wo gerne würde Leben im Überfluss schenken, oder wir können uns entscheiden, unsere eigenen Wege zu gehen, selber zu bestimmen, was gut und was richtig ist. Respektive die Bibel nennt das Ziel von Gott wäre, dass wir Leben im Überfluss haben. Aber der Mensch hat das Ziel durch seine eigenen Entscheidungen immer mal wieder verfehlt. Kannst du dem zustimmen? Erlebst du das auch? Dass du Entscheidungen getroffen hast in deinem Leben, die das Leben zerstören, die es nicht aufgebaut haben. Wo du im Rückblick musst sagen, hey, dort habe ich nicht gute Entscheidungen getroffen, dort habe ich eigentlich den Sinn von meinem Schöpfer Gott verfehlt und habe nicht so gelebt, wie er sich das ausdenkt und wie er sich das vorgestellt hat. Also der Paulus, ein Autor, jemand, der in der Bibel geschrieben hat, hat das festgestellt. Und er beschreibt es folgendermaßen im Römer 3, Vers 23. Stellt er Folgendes fest: Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Das ist an Paulus seine Feststellung. Er schaut die Menschheit an und sagt, eigentlich hätte der Mensch Leben im Überfluss haben. Das war Gottes Wille gewesen. Und aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer das gekommen ist jeder Mensch, der Herrlichkeit ist dort falsch gelegen. Oder wie er es eben sagt, sie widerspiegelt nicht mehr die Herrlichkeit, die Gott ihnen zugedenkt hatte. Und das ist das Problem und der Grund, wieso das Leben im Überfluss nicht mehr der Normalzustand für jeden Mensch auf dieser Welt ist. Weil der Mensch unisono und auch als Individuum sich immer mal wieder gegen den Willen Gottes aufgelehnt hat und gegen Gott rebelliert hat. Das ist der Grund, wieso dass es einen Jesus auf dieser Erde gebraucht hat. Gott hat das Problem nämlich gesehen und es hat ihm weh gemacht, weil sein Wille ist ja grundsätzlich immer noch gewesen, für seine Menschen Leben im Überfluss zu haben. Und so hat er seinen eigenen Sohn in Form von Jesus Christus auf die Erde geschickt, wo auf dieser Erde das Leben gelebt hat, wo im Einklang mit dem Willen vom Vater gelebt hat und am Schluss von seinem Leben
die Fehler und das Problem von der Rebellion, vom Auflehnen gegen Gottes Willen auf sich genommen hat und am Kreuz mit all dieser Schuld und dem Verfehlen und dem Problem gestorben ist. Auf das wieder das aus der Welt kann geschafft werden und dass wir wieder Zugang haben in den ursprünglichen Gedanken, in den ursprünglichen Willen Gottes. Und das Resultat von dem ist Leben im Überfluss. Wieder zu dem hin, wo Gott sich ursprünglich vorgestellt hat. Wie sieht das genau aus? Etwas, wo überfließt, wenn man sein Leben Jesus übergibt oder wenn man mit Jesus anfängt zu leben, ist Freude. Freude fängt an überfließen. Der Gott hat es beschrieben. In dem Moment, wo er sein Leben Jesus gegeben hat, ist eine tiefe innere Freude in ihm drinnen aufgekommen. Er hat angefangen, Sinn im Leben zu entdecken und hat gemerkt, dass es mehr gibt als die Leere, die er vorher empfunden hat. Vielleicht spricht dich das an, vielleicht merkst du, hey, ich möchte mich so gern viel mehr freuen können. Aber es ist ja nicht irgendeine Freude oder irgendwie ein magisches Austauschritual, das da passiert. Es ist nicht ein Zauberförmeli, wo man spricht und dann funktioniert das so, sondern es gibt einen Grund von dieser Freude. Und der Grund von dieser Freude möchte ich dir zeigen, die steht im Römer 8, Vers 15 bis 16 ist die beschrieben. In der Bibel steht, wieso dass wir uns freuen dürfen, was der Grund ist. Es steht, er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Er, das ist Jesus. Er hat uns zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater. Du musst wissen, das ist ein Ausdruck von tiefster Vertrautheit. Abba ist wie Papi. Hey, dank Jesus Christus, dank das, dass er die Trennung überwunden hat, haben du und ich die Möglichkeit, zurück zu einem Schöpfergott zu kommen. Und wir dürfen ihn beim Namen nennen. Wir dürfen ihm Papi sagen. Wir dürfen eine intime, nahe Beziehung leben mit einem Schöpfergott. Und wenn das nicht Freude ist, ich weiss nicht, was es ist. Und es ist noch mehr, es ist Zugehörigkeit. Dank Jesus Christus dürfen wir dazugehören. Es geht nämlich weiter. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Verstehst du, in dem Moment, wo Jesus in unser Leben hineinkommt, gehören wir zu einer neuen Familie. Wir gehören jetzt zu den Kindern Gottes. Das bedeutet erstens, dass du eine Beziehung mit dem Schöpfergott hast. Aber es bedeutet auch, dass du jetzt ganz plötzlich ganz viele Geschwister hast. Links und rechts hast du jetzt plötzlich eine ganze Familie, die auf dem Globus Milliarden von Menschen beinhaltet. Jeder einzelne Mensch, der sein Leben Jesus gibt, wird das Kind Gottes. Und das bedeutet, in dem Moment, wo du das auch machst, gehörst du zu einer Familie dazu. Darum sagen wir so mega gern Welcome home. Darum heißen wir Menschen so gern daheim willkommen. Weil alle, die Jesus in ihr Leben aufnehmen, gehören bei uns zu der Familie dazu. Es sind Kinder Gottes. Das ist der Grund, wieso das Freude überfließt. In dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Weil wir eine intime, innige Beziehung mit einem Schöpfergott haben können und weil wir eine Zugehörigkeit haben. Weil wir dürfen dazugehören zu einer Familie, die uns annimmt, wie wir sind. Etwas anderes, das überfließt, wo Leben im Überfluss bedeutet. In dem Moment, wo wir Jesus annehmen, können wir nachlesen im Jeremia 29, Vers 11. Ich finde das eine der richtig starken Aussagen in der Bibel, weil es tut nämlich Gottes Herz, Gottes Wunsch für die Menschen offenbaren. Es zeigt, was Gott wirklich möchte. Und dort lesen wir, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Das ist es, was unser himmlischer Vater für uns und für unser Leben vorhat. Er möchte, dass unser Leben überfließt mit Frieden. Dass wir Frieden dürfen erleben und empfinden und im Frieden nicht nur mit Gott versöhnt, sondern auch mit unseren Mitmenschen dürfen versöhnt leben. Das möchte Gott für uns. Und mehr noch, er gibt uns einen Sinn im Leben und einen Auftrag.
Vielleicht hast du das auch schon festgestellt, dass das Leere in unser Leben drin hineinkommen kann, dass es sich wie anfühlt, es fehlt irgendetwas. Ich finde, das eines der interessantesten Interviews, die es je gegeben hat auf dem Globus, ist mit einem der erfolgreichsten Sportler, die es je gegeben hat, Tom Brady. Den kennt ihr vielleicht nicht, das ist ein amerikanischer Footballspieler. Auf jeden Fall, wenn du in Amerika bist und Tom Brady sagst, dann kennt der jeden. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich nicht so mega viele Menschen, die den Tom Brady in Amerika nicht kennen. Und er hat eines Tages, nachdem, dass er alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gegeben hat, es wird sogar gesagt in Amerika, es wird nie mehr einen geben, der in diesem Sport wird besser sein als der Tom Brady. Also sie nennen ihn the GOAT, the greatest of all time. Das stresst mich, aber sie sagen das. Und auf jeden Fall hat der Mensch, der alles erreicht, alles gesehen, alles gehabt hat, ein Interview gegeben. Und in diesem Interview beschreibt der Tom Brady eine Leere in seinem Leben drin. Und der Interviewer fragt ihn und sagt, und was denkst denn du? Was ist denn das, was du noch brauchst? Wie kann man sich das vorstellen, dass so ein Mensch noch irgendetwas braucht? Hey, Villa, Privatjet. Er ist verheiratet mit einem Topmodel, mit der Giselle Bündchen, genau. Ein Topmodel. Also, er hat Kinder. Was könntest du noch wollen? Was könnte noch fehlen? Und er sagt, weisst, trotz all dem, habe ich eine Leere in meinem Herz, in meinem Leben drin. Und der Interviewer lehnt so viel und fragt, hast du eine Ahnung, was das könnte sein? Und dort alle Christen, ich weiss es, ich kann die Frage beantworten, ich kenn's. Und der Tom Brady sagt, wenn ich das nur wüsste, was es ist. Wie tragisch ist so eine Aussage. Wenn ich es nur wüsste, wie die Leere in meinem Herz, in meinem Leben drinnen kann gestillt werden. Wobei die Antwort doch so einfach ist. Hey, du hast einen liebenden Vater im Himmel, der einen Sinn für dein Leben hat. Mehr noch, er hat einen Plan. Er hat geniale Gedanken über dein Leben gedacht und er weiß, was er mit dir möchte erreichen. Verstehst du, er möchte dir Frieden geben und er möchte die innere Leere füllen. Mit einem zielgerichteten Auftrag in deinem Leben. Das ist für mich mitunter der grösste Grund zur Dankbarkeit für Jesus. Ich liebe Jesus, weil er mir Sinn im Leben gibt. Weil er mir Ausrichtung gibt, weil ich weiss, dank ihm macht das, was ich mache in meinem Leben, meine Entscheidungen überhaupt irgendeinen Sinn. Weil ich weiss, ich werde eines Tages zurück heimgehen zu dem liebenden Vater, der mich im ersten Moment auf die Erde gestellt hat und der mich berufen hat, das Leben, das ich da lebe, sinnvoll mit ihm zu verbringen. Aus dem daraus kommt so viel Frieden. Und auch wenn Leid ist in meinem Leben war, auch wenn ich leiden musste in meinem Leben, habe ich immer gewusst, und doch weiss ich, da ist ein himmlischer Vater, der gute Pläne über mein Leben hat. Und ich sage euch, all diese Schwierigkeiten sind so viel einfacher gewesen. In dem Moment, wo ich sie einem himmlischen Vater geben konnte. Also hey, Leben im Überfluss ist einerseits Freude, Zugehörigkeit, Frieden und Sinn. Das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, dank Jesus haben wir Leben im Überfluss. Und wenn du das auch möchtest, wenn du dich auch sehnst nach dem, was ich da beschrieben habe, wenn du sagst, yep, ich möchte das auch haben, was muss man dann machen, um das zu bekommen? Was muss ich tun, wenn ich Leben im Überfluss haben möchte? Es ist eigentlich relativ simpel. Es ist eine relativ einfache Erklärung, was es zu tun gilt, wenn man das Leben im Überfluss auch möchte erleben. Man muss nämlich das ursprüngliche Problem umkehren. Das ursprüngliche Problem war ja, dass wir unser Leben selber immer wieder in die Hand nehmen, dass wir selber bestimmen wollten, dass wir selber in die Kontrolle gehen und dass wir ja wie rebelliert haben gegen den Willen Gottes. Das ist ja das ursprüngliche Problem, oder wie es der Paulus eben beschreibt. Wir alle haben die Herrlichkeit verloren, in der wir ursprünglich geschaffen worden sind. Und das Problem kann man umkehren, kann man wieder gerade biegen. Wir nicht, aber Jesus kann es.
Im Römer 10, Vers 9 bis 11 wird es beschrieben, wie das dann ganz genau geht. Wie man das machen kann. Ich tue den Vers vorlesen. Dort steht, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Das ist die Anleitung vom Leben im Überfluss. Das gilt es zu tun. Dort, wo wir vorher Kontrolle selber haben wollen, legen wir jetzt in einer Entscheidung, in einem Gebet die Kontrolle wieder ab und sagen, okay, Jesus, ich kann erkennen, da hat es Sachen gegeben in meinem Leben, Entscheidungen, die ich getroffen habe, die nicht Leben im Überfluss gebracht haben. Die Bibel nennt die Zielverfehlung übrigens auch Sünde. Ist eigentlich ein sehr treffendes Wort für eine Zielverfehlung. Gottes Ziel ist, dass wir Leben im Überfluss haben, und doch haben wir uns immer wieder mal so entschieden, dass nicht Leben im Überfluss daraus entstehen. Und das gilt es umzukehren. Indem dass man zu Jesus Christus kommt und sagt, Jesus, es tut mir leid für dort, wo ich selber bestimmen wollte. Ich kann erkennen jetzt, dass du der Herr bist. Und aus dir möchte ich Leben im Überfluss empfangen. Es ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Weil es sein Leben Jesus in die Hand geben. Und darauf vertrauen, dass aus dieser Quelle Leben im Überfluss entstehen kann. Und weisst, ich möchte dir jetzt dann gerade die Möglichkeit geben, so ein Gebet zu sprechen. Es steht, man soll mit dem Mund bekennen. Das bedeutet nichts anderes als zu Gott beten, mit Gott reden. Du wirst jetzt dann gerade die Möglichkeit haben, wenn du das möchtest, so ein Gebet zu beten und dein Leben Jesus herzulegen. Wir werden jetzt, ich darf die Band schon mal einladen, wir werden jetzt miteinander zuerst ein Lied singen. Und nachher tue ich dich einladen. Du kannst dir jetzt das während dem Lied noch mal überlegen, möchtest du die Einladung annehmen und möchtest du dein Leben Jesus hergeben? Wenn du das möchtest, dann darfst du nachher, nach dem Lied, mit allen anderen und mir zusammen das Gebet beten. Ich tue zuerst nachher noch fragen, ob du das möchtest. Und keine Angst, wir machen alle die Augen zu. Aber wenn du willst, kannst du einfach schnell die Hand aufheben als Zeichen, dass du Ja möchtest sagen zu dieser Einladung. Und dann werden wir miteinander beten. Aber jetzt zuerst tun wir miteinander das Lied singen an meiner Stelle. Weil das beschreibt nochmal so gut, was Jesus für uns da hat. An meiner Stelle hast du es Lieden auf dich genommen. An meiner Stelle stehe ich Hand durchbohren lassen. An meiner Stelle hast meine Sünden
Ich möchte jetzt alle einladen, einfach schnell die Augen zuzutun. Ich möchte dich einladen, jetzt die Frage für dich zu stellen. Möchte ich mein Leben Jesus geben? Wenn du sagst, ja, ich möchte das tun. Ich möchte das jetzt bewusst entscheiden und ich möchte Leben im Überfluss erleben. Darf ich dich bitten, einfach schnell die Hand jetzt aufzuheben, dass wir das sehen können. Auch als Zeichen, dass du sagst, ja, mega cool. Danke für mich. Ich sehe schon Hände aufgehen. Mega schön. Gibt es noch jemanden, der die Entscheidung möchte treffen und sagen, Jesus, ich möchte Leben im Überfluss von dir haben? Mega cool. Ist noch jemand, der die Entscheidung heute möchte treffen und das Leben mit Jesus leben? Vielleicht auch da unten im Erdgeschoss oder auch online im Livestream. Du darfst jetzt einfach als Zeichen deine Hand aufheben, dass du das ernst nimmst und dass du das meinst. Hey, mega cool, mega schön. Ich möchte jetzt mit euch zusammen beten. Die Menschen werden jetzt dann gerade beten und die werden ihr das Leben Jesus geben. Und wir wissen, die das schon mal gemacht haben, wie speziell und wie wichtig die Entscheidung ist. Und darum möchten wir sie jetzt alle miteinander unterstützen. Ich tue laut vorbeten und wir tun alle laut mit den Menschen mitbeten, die die Entscheidung getroffen haben. Können wir das machen? Alrighty, also komm, dann lass uns beten. Ich tue euch anleiten in diesem Gebet. Jesus Christus, ich gebe dir heute mein Leben. Es tut mir leid für alle Fehler, die ich gemacht habe. Ich möchte leben im Überfluss von dir. Ab heute gehöre ich zu dir. Bin angenommen in deiner Familie. Und du gibst mir Sinn. Amen. Amen. Hey, mega cool. Komm, wir geben doch diesen Menschen einen Applaus, die das heute so entschieden haben. Hey, mega schön. Du merkst einfach, ja, wie wir uns freuen mit dir, weil wir wissen, was für eine gute Entscheidung das ist und wie viel Segen aus so einer Entscheidung herausfließen kann. So eine starke Message. Ist das nicht genial, wie unser Gott wirkt? Schön, dass du dabei bist. Aber vielleicht hast du immer noch Fragen und möchtest mit uns persönlich Kontakt aufnehmen. Du kannst auf unserer Webseite Kontaktformular auffüllen und wir melden uns persönlich bei dir. Und auch wenn du möchtest das Thema noch tiefer anschauen mit jemandem oder gerade mit einer Gruppe von Menschen, wenn du Fragen hast rund um das Thema Gott und Jesus, für dich gibt es ein Alpha Life. Das ist ein Ort, eine Gruppe von Menschen, die sich treffen mit einer feinen Nacht und wo dafür da ist, dass du all die Fragen kannst stellen, dass die Fragen dürfen gestellt werden und diskutiert und besprochen werden. Auch für das bist du mega herzlich eingeladen. Du findest alle weiteren Informationen und auch die Anmeldung auf unserer Homepage. Oder wenn du schon auf unserer Homepage bist, einfach runterscrollen zuunterst, findest du einen Button, der führt dich direkt auf die Alpha Life Seite, wo dir das mehr erklärt und zeigt, um was es geht. Mega schön, bist du dabei gewesen. Jetzt verabschieden wir dich und wünschen dir einen genialen Tag. Bis gesegnet. Ciao. Ciao miteinander.